Mit diesem Hilfstrupp möchte Oswald Hamann von den bayerischen Staatsforsten bedrohte Pflanzen in seinem Revier Flossenbürg retten. Die größte Sorge ist natürlich, dass der Alpenflachbärlapp bei uns komplett verschwindet. Ja, deshalb wollen wir ja auch verschiedene Maßnahmen beginnen und weiterführen, dass wir diese Pflanze bei uns in der Region nur erhalten. Mit dabei Erwin Mörlein. Er ist Artenschutzbeauftragter der Regierung der Oberpfalz. Gemeinsam wollen sie Oswald Hamanns Trainee Magdalena Kunas und den Azubis im hinteren Wagen zeigen, wo sich die gefährdeten Pflanzen befinden und wie man ihnen am besten helfen kann. Also ihr wollt natürlich wissen, nach was wir hier suchen und warum. Und hier geht es um Flachbärlappe. Das sind so Eiszeitrelikte, also die wirklich ganz besondere Verhältnisse brauchen. Der Alpenflachbärlapp ist mehr so liegend, ist ja ein bisschen Anpassung an seinen Standort eben in den Alpen, wo es wirklich ordentlich Wind gibt. Und mehr so Bäumchen bildend ist dieser gemeine Flachbärlapp. Jetzt schauen wir mal, ob wir die beiden Arten finden. Bei derart unauffälligen Gewächsen keine leichte Aufgabe. Aber es geht um Raritäten. Schon das allein macht sie für Artenschützer so kostbar. Irgendwo auf dieser Schneise einer ehemaligen Stromtrasse sollen noch welche sein. Entweder in den Lücken oder sogar unter den Blaubeersträuchern, was die Suche nicht gerade leichter macht. Na, Zora, hast du schon einen gefunden? Gut, dass sich Erwin Mörlein noch ungefähr an die bisherigen Standorte erinnern kann. Da sieht man schon, ne? Da? Ah ja. Da, ne? Genau, tatsächlich, das war etwas drauf. Aber Ihr erster gemeine bzw. gewöhnliche Flachbärlapp. Das ist er also. Man sieht schon ein paar Trockenschäden wieder. Ja, aber da schaut er noch relativ gesund und vital aus. Und sind das hier diese Blüten? Die Sporen stehen da. Nur noch ein Einzelexemplar. wir haben es hier eben mit zwei Problemen zu tun. Einerseits die Austrocknung, da wo es ganz ungeschützt und offen ist. Und man sieht es auch hier, wie er da überall schon abgestorben ist, diese Exemplare. Und der kann sich am besten so in diesen Übergangsbereichen halten, so im Halbschatten auch irgendwo. Letztendlich, und diese Sträucher, wenn aber ganz dicht machen, wird es auch wieder zu einem Problem, dass er nicht mehr aussamen kann. Ne? Man sieht jetzt da wunderschön, wie er sich verjüngern möchte. Ja, also ganz typisch, ganz toll. Ja, und es gibt halt einfach nicht mehr allzu viele. Und es ist es wert, diese Pflanze, dass wir jetzt diese Aktion machen, dass wir das an dem kleinen Standort wenigstens erhalten, vielleicht auch wieder vermehren können. Sie hoffen, noch ein paar Pflänzchen mehr zu entdecken. Und das ein oder andere finden sie auch. Aber was ist mit der zweiten Art, dem noch selteneren Alpenflachbärlapp? Im vorigen Jahr hat Erwin Mörlein hier noch welchen gefunden. Genau. Hier war er immer. Wir haben das markiert gehabt, auch die Stelle. Und das waren aber wirklich schon Micke-Exemplare. Und man hat auch gesehen, dass das schon dürr wird, schon beim letzten Mal. Also, dass keine Vitalität mehr drin ist. Das heißt, der Alpenbärlapp ist hier jetzt Der dürfte hier ausgestorben sein. Also an dieser Stelle. Ne? Ein Opfer des Klimawandels. Leider alles weg. Das ist unser Problem, dass wir auch in den letzten Jahren, auch bei uns sogar, immer weniger Niederschläge haben. Beziehungsweise noch vermehrt das Problem haben, dass wenn wir Niederschläge haben, dann haben wir es ganz stark oder über Wochen und Monate gar keinen Regen. Und man sieht es jetzt momentan wieder, wenn man irgendwo drüber geht, es knirscht und knackst, weil alles ausgetrocknet ist. Ich finde es jetzt ganz schade, weil ich ihn super gerne gesehen hätte. Und jetzt haben wir den ersten hier schon verloren. Und jetzt hoffe ich wenigstens, dass wir den gemeinen Bärlapp noch halten können und dass der uns nicht auch noch abstirbt. Gibst du mir mal so einen Rechen?
Ja, wie hier im letzten Jahr haben wir das ein bisschen abgeplätzt, dass wir wieder einen Rohhumuszustand, einen lichtreichen Standort schaffen, wo sich der Bärlapp wieder ansammeln kann. Also darf es da nicht zu radikal sein, aber ganz leicht den Oberboden ein bisschen verletzen, ja, abkratzen und leichte Verwundungen schaffen, dass auch das Wasser ein bisschen eindringt. Und auch die Blaubeeren müssen zurückgeschnitten werden. Sondern mal einmal ein ruhiger Eck einmal belassen. Gell? Gut, dass so viele mithelfen. Denn es sind heute noch weitere Einsätze geplant. Viele Magerwiesen bereiten dem Revierleiter Sorge. Und das liegt vor allem an ihnen. Lupinen, hübsche Stauden. Die hier aber nicht hingehören, weil sie den Boden mit Nährstoffen anreichern und genau den Blumen den Platz streitig machen, auf die viele Schmetterlingsarten angewiesen sind. So, hier ist der Ampferfeuerfalter zusammen mit einigen Ochsenaugen und der Baumweißling fliegt in vielen Exemplaren zurzeit hier. Baumweißling und Ochsenauge haben eines gemein. Sie lieben den Nektar der Ackerwitwenblume. Wird sie verdrängt, verschwinden auch die Schmetterlinge. Deshalb sind die Lupinen für die Artenvielfalt eine echte Bedrohung. Die können pro Exemplar bis 2000 Samen ausbilden und damit ist Samen in Massen natürlich in der Wiese hier vorhanden, was eine Katastrophe ist jetzt vom Naturschutz her für diese bedrohten Arten, die auf Magerstandorte angewiesen sind. Dagegen hilft nur eines: Mähen. Für den Forstbetrieb übernimmt das einmal im Jahr ein Landwirt, der die Fläche gepachtet hat. Die Krux ist nur, dass sich durch den Klimawandel die Vegetationszeit verlängert hat, sodass die Lupinen neuerdings sogar zweimal blühen und aussamen können. Die Problematik hat sich heute eigentlich verschlechtert und verdoppelt schon fast. Sau viel Arbeit und man weiß auch nicht, also auf wie viele Flächen werden wir es wirklich schaffen, also das irgendwie richtig in den Griff zu kriegen. Ja? Und das nervt. Wie bei den Bärlapp-Standorten braucht es auch hier unermüdliche Helfer. Zumal sonst etwas Ähnliches passiert wie beim letzten Einsatzort für heute, einer Lichtung im Wald. Zu ihr müssen sie mit schwererem Gerät anrücken. Denn nachdem die Wiese 3 Jahre in Folge nicht gemäht wurde, wächst sie mit sogenannten Faulbäumen zu. In letzten Lücken kämpfen Orchideen wie das Knabenkraut ums Überleben. Und eine weitere geschützte Pflanze, die Oswald Hamann besonders am Herzen liegt. Und das sind jetzt diese Horste von der Annika. Die dürft sie mir wirklich nicht beschädigen. Man nennt es auch Bergwohlverleih. Hängt ein wenig damit zusammen, dass man es eigentlich früher auch gern hergenommen hat als Arzneimittel. Krampfadern, auf Prellungen und so weiter macht man jetzt auch noch draus. Und da haben wir gern die Blütenstände gezupft und dann als Tinktur gemacht. Und das war auch ein Problem, warum die Arnika immer weniger geworden ist. Diese Wiese soll ihr und anderen seltenen Arten aber als Rückzugsort erhalten bleiben. Deshalb müssen die Faulbäume weg. Ich habe ganz viel Neues entdeckt. Auch hier die Arnika, die ja auch einfach wirklich wunderschön aussieht. Mit diesem wahnsinnig leuchtenden Gelb. Es gab natürlich auch traurige Sachen, dass wir den Alpenbärlapp verloren haben. Aber für die Zukunft bleiben wir auf jeden Fall dran und da freue ich mich drauf. Das Leben macht halt einfach mal Vielfalt aus, weil verschiedenste Insekten, Tiere, Pflanzen unterschiedliche Strukturen und Lebensbereiche brauchen. Und wenn man dann sowas noch hat, macht es eine richtige Freude, dass man dafür sorgen darf, dass das erhalten bleibt. Denn auch wenn ihnen der Klimawandel die Arbeit immer schwerer macht, lohnt es sich doch, weiter für die Artenvielfalt zu kämpfen.